ass net mir aus Asch wasch zu danken. Dascher Jugendhaus. Sie und das Jahr einen runden Geburtstag gefeiert, und zwar 30 Jahre. Wir waren bei der Party dabei und haben mit responsablen Edukateuren, mehr auch Anciens geschwatzt. Sie kommen 2 Uhr mittags bis 8 Uhr, 9 Uhr haben wir gespielt mit Kollegen und so. Ich war all da, von morgens bis abends, was muss ich. Ja, da haben wir das Jugendhaus als ein zweites Haus gewählt, kann ich sagen, ja. Natürlich gouf fir des runde Geburtstag auch ein Großparty organisiert. De Marc Berbisch, Edukateur, die schon am längsten am Mäscher Jugendhaus schafft, huet erklärt, wie sich das Jugendhaus an den letzten Jahrzehnten verändert hat. C'est différent. Les jeunes des années 90, début des années 2000, bon, déjà on n'avait pas les réseaux sociaux. C'était avant tout d'abord un lieu d'accueil, ça l'est toujours, mais c'était d'abord un lieu d'accueil. Il y avait moins de budget. On a maintenant une terrasse derrière de 100 mètres carrés, on n'en avait pas à l'époque. On a aussi vécu des vagues d'immigration différentes. Et donc aujourd'hui, comme ça a toujours été pour le quartier du Bril, la maison des jeunes, elle accueille toutes les nationalités, tous les jeunes de tout horizon. Et c'est ce mélange qui a fait ce soleil de la maison des jeunes. Christel Kudisch, chargé de Direktion, huet erklärt, dass die Jungen nicht nur für eine kurze Zeit am Jugendhaus sind, aber dass der Kontakt auch nach Dono die Jahre noch erhalten bleibt. On a vu passer des générations, on a des anciens qui reviennent aujourd'hui, qui ont maintenant presque des enfants qui viennent chez nous. Donc c'est vrai qu'il y a tout un suivi. C'est des jeunes auxquels on est beaucoup attachés parce qu'on a partagé énormément de choses avec eux tout au long des années. Donc pour moi personnellement, c'est beaucoup d'investissement aussi, ce boulot avec la jeunesse d'Esch-sur-Alzette sur toutes ces années-là. On a développé énormément de projets, on a vu passer énormément de jeunes, et quand on voit comment eux ils parlent de tout ce travail-là en revoyant les photos, en reparlant des projets, etc. Bah évidemment ça fait, je pense que pour toute l'équipe ça fait vraiment super plaisir, c'est extrêmement touchant. Donc aujourd'hui c'est une journée vraiment importante pour nous. Auch viele Ex-Matbewohner vom Escher Jugendhaus hatten den Weg auf den Geburtstag gefunden. 2004, da an der Gegend. 2006 bis 2014, da immer plus minus, wir haben eine gute Zeit verbucht. Von der nächsten Kehr, wo ich reingekommen bin, hatte ich 7 Jahre mehr. Ich war mit meiner großen Schwester reingekommen, da war schon ein Alter für reinzukommen. Und dann, wie ich den Alter war, für hier ranzukommen, sind ich regelmäßig reingekommen und das bis heute. Für mehr Projekte inklusiv zu organisieren, ist der Chris, Edukateur am Mäscher Jugendhaus, responsabel. Für mich Jugendhaus ist wirklich dem Nové an der Soziologie vom Quartier, zum Beispiel hier zu Esch am Bril, wichtig als Jugendhaus zu haben, für was wir das Jugendliche können auch dann ein zweites Haus haben. Ich bin hier am Escher Jugendhaus. Meine Rolle als Betreuung und Begleitung für mit den Adressaten wirklich zu gucken, was hier ein Interesse ist, und dann gucken mit ihnen, was erreichbar ist oder nicht. Bah déjà, c'est d'abord un lieu d'accueil. Donc, ils savent qu'ils ont une maison qui est la leur. Ils ont certains outils à disposition. Ils ont de la peinture, ils peuvent faire du graphe. Ils ont aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas par exemple par le passé, un studio de musique dans lequel ils peuvent s'enregistrer, créer de la musique eux-mêmes. On a aussi créé un studio vidéo. Donc là où on fait du montage vidéo, on monte des documentaires, on fait des clips vidéo. Im Jugendhaus huet sich in den letzten Jahren Ähnliches organisiert, für den Jungen mehr zu bieten. Par rapport à aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de possibilités. Donc si avant on faisait des petits week-ends, on allait au lac de la Sûre, on allait à la côte belge, aujourd'hui on peut faire des colonies pour aller plus loin. Et parce que les jeunes travaillent, on fait des chantiers jeunes, comme c'est le cas avec les grilles que vous voyez là. Elles ont été nettoyées et repeintes par les jeunes, donc eux ils ont comme ça gagné de l'argent. Et ça a été comme ça durant des années, où les jeunes, on a toujours fait des chantiers jeunes pour justement s'autofinancer,
enfin surtout les jeunes, et pour pouvoir partir avec cet argent en vacances. Parce qu'on a quand même été à Porto, on a été à Turin, à Lille, en Espagne, en Angleterre aussi, à Londres. Beaucoup de jeunes ont pris aussi pour la première fois avec nous l'avion. Je ne vais jamais monter dans un avion. Donc ils ont aussi des souvenirs de situations où pour eux, ça les a marqués parce que c'était une première expérience pour eux. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui ne partent pas en vacances, il faut le savoir. Ganz gut Erinnerungen all gut neu kennengeleiert. Gute Erinnerungen. Gute Erinnerungen. Es war ganz anders das. Die Zeiten hat man nicht so viele Resozialen und so. Das mir mehr zur Summe gespielt und so wie heute ist das. Oh, ich habe ganz viel flotte Erinnerungen, ja. In der Zeit sind noch viele Leute von überall kommen, von der Stadt, Verdingern. Und viele Leute haben von kennengelernt und ganz gute Erinnerungen. Ja, besser von überall Leute zu kommen. In der Zeit, wenn da geregnet wurde oder Schnee war schlecht wieder, hatte man mal das Jugendhaus, wo man konnte Playstation spielen oder etwas backen. War kleinen, also von einem Trend erster Jugendhaus, sind besser Leute von überall kommen. Ja, wir waren auf Lille beim Jugendhaus Singdech, Échange de Jeunes. Das war von den ersten, die es organisiert hatte, von Échange de Jeunes. Das war wirklich exceptionell. Also verschiedene Adressaten kommen für verschiedene Projekte oder verschiedenen Zwecken, zum Beispiel Ressourcen, Herausforderungen, in den gerne Musik hört, die können dann etwas mit der Musik aufbauen, den anderen den Tanz gerne, die können dann tanzen. Das Jugendhaus bringt den zweiten heim und noch Möglichkeiten, sich dann besser aufzubauen mit verschiedenen Ressourcen, die sie nicht tun, über das Budget, weil das Jugendhaus für das Budget, was vielleicht ein Junge nicht tut. Und da kann der Junge dann sich perfektionieren und mehr Qualität aufbauen. Es sind die Leandro von so Pinto, es sind 6 Jahre schon. Kennst du gern hier im Jugendhaus? Ja, ganz gerne. Wenn es die Projekte haben, hier ist es wie eine Familie. Es gibt keine Educatorin, noch kein Junge, das ist eine Familie. Wir kriegen einen Lift hier. Und dann aus die Zeit rüber mit Schläfen. Das war ja das große Problem, wo ich hingekommen bin. Mit den Treppen. Es hat keiner gesagt, am Anfang, ich konnte nicht rankommen. Es sind Junge wie ein anderer Junge noch. Weißt du, da gibt keinen Unterschied mehr, ob ich am Rollstuhl sitze oder nicht. Und das was mir gefällt, das sind normale Junge. Eng Wabe an eng Jugendhaus ass na lang net fertigg. Et gët locher no fir geguckt. L'avenir, il est par rapport à ce que veulent les jeunes. C'est les jeunes qui nous disent quoi faire pour eux. Et c'est nous, on les accompagne. C'est eux qui sont au centre. Moi, je dis toujours que les jeunes, c'est comme le soleil. Nous, les éducateurs, on est comme la terre, on tourne autour d'eux. Also vom Jugendhaus an vu der ganze Welt erhoffen ich mal, dass ma all gut Summen immer méi zu Summe schaffen, zu Summen eis an den Namen hullen, mat leif an Öni Zwang an Öni fährt. Das ist weiter mal wie sie am Gange sind. Weil ich gesehen, sie progressieren immer mehr. Notre conseil d'administration, c'est comme la Lune. Donc la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Et le Soleil, finalement, sans eux, c'est les jeunes. Ils ne seraient pas là, quoi. Personne ne serait là.